Cindy und Julia waren op einem renerischen Dach an d'Achadeieren Asyl. Sie haben sich die Prozedur für ein Déier zu adoptieren mal mi genauer geguckt. U kom fir deren Asyl ass dat Eichert einmal an dafall die schebemolte Fassad, awer och déi viel Zwänger fir tënn. Wie kommt ihr dann überhaupt und all die Hünn? Dat is so eng Geschicht schmengen mé sinn do, wann Polizei es urift an dats en Hund den frei rundem lebt. Das auch so, dass wann an enger Familie Stierfall ass an das Chemie do de den Hund fällt opholen, da gi mir den Hund oder Kat sichern. Was muss ich dann alles machen, für einen Hund zu adoptieren? Bon, wenn die Leute einen Hund adoptieren, kommen sie 6 Mal mit dem Spazieren. Wir gucken dann den Moment, wie die Leute am Hund eins gehen. Wie der Hund auf die Leute reagiert. Und dann eben wir den Hund definitiv vermitteln, machen wir eine kleine Inspektion bei den Leuten, wenn sie mit Abverstanden sind. Weil wir wollen wirklich gucken, dass der Hund an den neuen Meister dann ganz gut mit denen eins geht. Kostet dann etwas? Für einen Hund zu adoptieren kostet 200 €. Wenn ihr noch nicht Member ist bei der SEPA, kommen dann noch 15 € dabei. Was für ein Projekt habt ihr für das Jahr 2016 vor? Unser Hauptprojekt für 2016 das ist den Dach bei der Muppekage frisch zu machen. C'est quoi le rôle d'un bénévole? Le rôle d'un bénévole, c'est de venir le plus souvent possible au refuge. Tout d'abord, c'est nettoyer les caisses, le sol. Donc, une fois que c'est fait, observer le comportement des chats. Voir s'il n'y a rien d'anormal, si les chats ne sont pas malades. Comme ils sont tous en communauté, il y a beaucoup de risques de contamination. Aussi en dehors, c'est participer aux événements que la CEPA organise, les portes ouvertes, le marché de Noël également, la tombola qui est organisée tous les mois de décembre. On est là aussi pour donner notre temps, rester avec eux tout simplement, les rassurer et faire le maximum pour qu'ils puissent trouver une famille assez rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour adopter un chat? Les observer et puis passer du temps avec eux, venir plusieurs fois avant. On ne vient pas juste comme ça, puis dire je veux celui-là, puis le ramener le jour même, ça ne se passe pas comme ça. Il faut vraiment être sûr d'avoir un feeling avec l'animal et vraiment de se dire c'est pour la vie. Donc passer du temps avec avant, être sûr. Et kann ich nicht oft genug sagen. Überlegt euch gut, ehe ihr den Déier adoptiert, weil ein Déier bringt auch viel Verantwortung mit sich.